Hallo und herzlich willkommen da zurück bei Banished. Wir haben das letzte Mal aufgehört, wo da der Trader gekommen ist. Was bringt der uns? Bringt er uns etwas Interessantes, etwas Gutes? Ich weiß es nicht. Mal jetzt weiss ich, ich habe einfach aufgemacht. Ich habe gespoilert. Sorry. Ja, er bringt uns Iron Tools, Steel Tools, Iron und Firewood. Und ich würde sagen, wir kaufen doch bei ihm mal ein bisschen ein. Wir haben ja sowieso momentan recht viel genug Firewood. Ich bin mir eben am überlegen, ob ich nicht noch mehr Firewood soll machen, damit wir ein bisschen flüssiger sind, was das Geld, also das Traden angeht. So, wir brauchen 3604, das sind 900. Genau. Also. There is not enough space to store all items in Tisrade. Ja, ist das so denn? Was haben wir denn da alles? Oh. Ups. Ja, okay, dann können wir ja mal Potatoes auslagern. Dann können wir die Wolle würde ich eigentlich gerne drinnen lassen, weil die bringt doch recht. Ach komm, tun wir die mal zuerst auslagern und dann können wir sie noch wieder rein tun. Und dann müssten wir eigentlich wieder genug Platz haben. So, jetzt tun wir mal starten. Dann können wir zuschauen, wie da immer weniger alles wird. Wie alles immer weniger wird. Soll ich sagen eigentlich? Und dann müssen wir nämlich auch genug Platz haben für unseren Trade da. Jetzt sagen wir da nochmal 900 hätten wir gern. Trade. So, dann funktioniert das nämlich auch. Jetzt bin ich mir gerade am überlegen. Nein, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt noch kurz überlegt, ob ich mit dem etwas anderes noch traden, damit ich einfach ein bisschen Zeug loswerde. Aber das ist absolut okay. Jetzt ist jemand gestorben, das tut mir ja schön leid. Ja, übrigens, du darfst wieder gehen. Tschüssi. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Was haben wir gemacht und wieso und was? Da sind wir stehen geblieben, genau. Also eigentlich habe ich ja hier hinten wollen expandieren. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass wir ein bisschen Essensproblem haben. Und darum habe ich dann da ein neues Cake gemacht, also respektive zwei neue Cake gemacht. Eins mit Hühner und eins mit Rindviecher. Dings. Und ich denke, das ist immer noch zu wenig. Obwohl wir haben jetzt da hinten haben wir noch ein Gatherer's Hut und ein Hunting Cabin gemacht. Und die tun recht Zeug sammeln. Ach komm. Hey, echt jetzt. Da haben wir gesehen, es kommt recht rein. Das Problem ist aber einfach, wir haben trotzdem noch zu viele Einwohner für das, was wir produzieren. Das heisst, wir brauchen noch mehr. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir das Ganze machen? Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir da den Platz da hinten halt nicht nehmen als Auslagerung für als Dorf, sondern für Nahrungsproduktion. Wir haben hier unten auch noch zwei Fischerhütten, nein, 3 sogar gemacht, wo ja, mehr oder weniger Fisch produziert wird. Nicht gerade ganz ein Haufen, aber immerhin kommt da etwas rein. Das heisst, 4 sind es sogar. Das heisst, ich muss irgendwie schauen, das ist natürlich auch ein schönes Plätzchen da. Da werde ich mich mal eins niederlassen. Irgendeines dann. Kann ich da echt eine Brücke überziehen? Ja, es geht. So. Ja, die sollen jetzt nochmal schon mal anfangen, das Zeug nicht tun. Das macht gar nichts, wird wahrscheinlich ein paar wieder sterben, weil es so ein weiter Weg ist. Nein, das warten wir natürlich, bis wir dann so weit sind. Das Wichtige mal vor. Das heisst, wir brauchen da noch 1-2 Keg mehr.
Wenn es geht, natürlich wieder 20x20. Einmal. Und dann muss ich schauen, dass ich vielleicht da noch eins hinbekomme. Vielleicht gerade da. Nein, da geht es mal nicht. Wieso geht es da nicht? Moment, bis wann er kommt. Da. Da können wir eins freilassen. Einfach gerade übergehen und dann so. Und dann müsste ich dann nochmal das 20x20 Platz haben. Genau. Machen wir da nochmal so und dann müsste das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Weil dann hätten wir nämlich da noch genug Platz für. Habe ich das eigentlich extra so gebaut gehabt, oder ist das Zufall? Wenn das Zufall wäre. Nein, das geht nicht. Schade. Ich dachte, vielleicht hätte ich sogar noch Platz für eine Mine. Aber gut, Platz für Mine haben wir ja genug. Wir haben ja da hinten habe ich ja extra den Platz mir rausgesucht für Mine. Die sind alle leer, das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und da geht die Arbeit recht flott voran, muss ich sagen. Bin überrascht, wie schnell das funktioniert da. Ich dachte, das wird jetzt eine halbe Ewigkeit gehen, bis die anfangen bauen. Was man vielleicht da noch sollte machen, wäre ein Storage Barn. Ein Stockpile habe ich gemeint natürlich. Damit die nicht allzu weite Wege haben. So, jetzt haben wir dann einen weiteren Trader. Der bringt mir Schöfli und Hündli. Die nehme ich doch gerne an. Dann nehmen wir 8 Schafe und 12 Hühner. Das Ganze kostet 12'000, das heisst, ich brauche 3'000. Ah, weißt du, also jetzt können wir eigentlich gerade unsere Iron Tools raushauen. Die braucht nämlich sowieso niemand. Und dann da noch 2000 von dem. Und dann haben wir den Trade, sicher. Bam. Jetzt habe ich wieder die Kamera verschoben. Das habe ich super gemacht. Ihr kennt das. Mein kleines Problem mit der Kamera. Ich will mein gewohntes Bild. Ach, weißt du was? So, jetzt spielen wir so. Jetzt wird einfach so gespielt. Fertig. Ah, da wird noch schön Zeug abgebaut. Das ist wunderbar. Wunderbar, wie das läuft. Das gefällt mir. Wieso baue ich die da? Hey, hey, wieso baue ich die da Holz ab? Ah, habe ich das echt mal gesagt, dass die da Holz abbauen? Nein, ist jetzt gleich blöd. Machen wir es so. Gewohnte Ansicht. Und jetzt lassen wir die so. Ah, so, fertig. Es gibt eine Tasche zum zurücksetzen, aber ich bin zu faul zum Nachschauen, wenn ich das ist. Alles klar? Gut. Da hätte ich noch Platz für den Minen übrigens sonst. Und natürlich für den Dings, der Dingsbums-Dings, ihr wisst es schon. Quarry, vor der Quarry. Da, der Steinbruch, genau, Steinbruch heisst das auf Deutsch. Ah. Da rege ich mich schon wieder über mich selber auf. Das ist halt so, wenn man Spiel auf Englisch spielt und man die nie eigentlich auf Deutsch gespielt hat, dann frisst sich einem die Ausdrücke halt ein. Und für einen selber ist natürlich völlig klar, das ist ein Stockpile, ein Storage Barn und Zeug und Sachen. Aber wenn man das Ganze natürlich während einem Let's Play gerne würde übersetzen und man aber vergisst, dass man das gerne würde übersetzen, dann kommt es halt anderssprachig raus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es war ein kompliziert gesagt. Es ist einfach blöd für mich, das Zeug zu übersetzen, wenn ich das schon... Ich meine, ich habe jetzt... Ach, bin ich ein Idiot. Ich habe in der Zwischenzeit wahrscheinlich etwa 200 Stunden auf Banished. Also auch mit meinen privaten Spielen und so. Schöfli. 2 mehr. Und das sind Schöfli. Oder? Nein, das sind keine Schöfli. Das sind auch keine... Mann, das sind doch Schafe. Verarsch mich nicht, ey. So, die tun wir splitten. Split. Genau. Ja, eben 200 Stunden und so. Und dann ist es halt sehr schwer, sich dann umzugewöhnen. Und plötzlich dann halt andere Ausdrücke zu benutzen.
Ich meine, ich könnte ja einfach sagen, für was hätte ich das Zeug alles übersetzen, aber wir haben doch vielleicht etwa die ein oder andere Zuschauer, eventuell, wo halt nicht ganz genau weiss, was das ist. Und natürlich ist es natürlich auch umso besser, habe ich jetzt gerade zweimal natürlich hintereinander gesagt, ich glaube schon, ja. Ich kann, ja, nehmen wir das. Ja, dass dass die Leute auch daraus kommen, die halt kein Englisch können, was das ist, was ich am machen bin, dass ich das ein bisschen besser umschreiben kann, dass sie dann auch verstehen, aha, das ist wegen dem und diesem. Darum tue ich das gerne übersetzen, den Amix. Oh, genau nicht. Das tut mir jetzt gerade weh. Ernsthaft. Aber da auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ach, komm schon. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Übertreiben da mit dem Bauen. Ich weiss. Aber das ist absolut so Gewalt. Wir haben sie ja, wir haben sie ja. Ich bin übrigens mal darauf angesprochen worden. Lustige Sache übrigens. Ich habe einen Kollege von mir, der ab und zu meine Videos schaut, ab und zu mal schnell reingüchselt, hat dann irgendwann mal bemerkt, hey, du hast oben rechts, wo die Übersicht ist, immer einen Platz, der leer ist, der immer 0 hat. Ja, das ist der Platz da und das ist der Alkohol. Das Problem ist, ich muss mich mal zuerst auf die Nahrungsmittelproduktion an sich kümmern. Dass wir dort die Nahrung haben, wo wir, ich habe keine Ahnung, wieso ich die längste Zeit drücke. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja, zurück zum Thema. Nahrungsmittelproduktion und Alkohol. Für Alkoholproduktion braucht es, so wie ich das bis jetzt in diesem Spiel gesehen habe, extrem viele Felder. Und zwar braucht es, gerade überlegen, ich glaube Äpfel, Beeren, dann kann man Kirschen, Pflaumen, Pfirsich. Ich glaube, aus diesen Sachen kann man alles Alkohol machen. Ich glaube sogar aus Herdöpfel, bin mir aber nicht ganz sicher. Das Problem ist halt dann einfach, dass man extrem viel von dem braucht. Weil das wird sofort wieder verbraucht. Und momentan habe ich die Ressourcen nicht und wollte ich die Ressourcen nicht ausgeben. Ich habe gesagt, ich kaufe jetzt einfach alles, oder? Bis wir einfach alles haben. Das ist doch auch blöd. Jetzt müsste ich schnell nachschauen. Also Cherry und Potato. Wenn ich jetzt auch meine Schnellwahldings. Cherry und Potato. Wir haben keine Herdöpfel. Was? Machen wir doch. Dann will ich sagen. Ja, nein, da brauche ich nichts von dir, Junge. Kannst du wieder gehen. Aber bringen wir trotzdem immer wieder Fallen. Das finde ich positiv, wenn du das machst. So, wir haben Sommer. Im 82. Jahr nach Geburt vom Trollenkönig, einem erhabenen Gebieter über Trolldorf. Selbstüberschätzung ist auch eine Einschätzung, oder? Wir haben 16 Bilder, die es im Leben nicht braucht. An dem Fall sind jetzt Storage Bars schon fertig. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Was wollte ich jetzt machen? Also, wir tun hier die Essensproduktion ein bisschen ankurbeln. Das heisst, bis etwa da hin. Jetzt ziehe ich am besten mal die Wege. Wo ich denke, bis dorthin ist etwas in Ordnung. Das ist dann meine äußere Abgrenzung. Habe ich eigentlich schon? Nein, ich habe noch keinen Friedhof gebaut. He? So, und dann ziehen wir noch hier oben reinziehen und dann ist das in Ordnung. Es geht jetzt nur mal darum, damit ich dann noch weiss, wo ich meine Felder überall durchziehen kann. Oh, nein, das war falsch gewesen. Das war gänzlich falsch gewesen. So, die zwei Wege wieder weg. Das heisst, in diesem Gebiet darf ich nichts anbauen. Hoppla, sorry. Immer noch leicht verkältet. Von was haben wir gerade zu wenig? Old Age Farmer, Old Age Herbalist. Ja, gang
Miner killed by in a cave. Der Trader. Irgendetwas hat mir jetzt gerade gesagt, dass wir zu wenig haben. Ist ja gleich. Wir werden jetzt früher oder später schon. Oh, ich weiß, was es ist. Ja, jetzt muss ich schnell pausieren, weil wir haben fast kein Werkzeug mehr. Wieso haben wir fast kein Werkzeug mehr? Oh, ich weiß, wieso wir fast kein Werkzeug mehr haben, ich Idiot. Wir haben ja gerade vor 500 rausgehauen. Und diese werden natürlich wieder hier eingelagert. Das ist natürlich schlecht. Ist das, natürlich. Natürlich ist das. Wir wissen, was ich meine. Dann können wir nämlich hier den Schmied endlich bauen, wo wir vor etwa 100 Folgen mal... Nein, wir sind ja noch nicht mal bei 30. Wo wir etwa vor 20 Folgen mal ausgewiesen haben. So, wir haben hier das nächste Cake fertig. Da würde ich gerne... Jetzt haben wir hier Schöf. Wir haben hier vor allem ein bisschen, ich würde sagen einmal... Ja, Rinder. So, und dann können wir die splitten. Das ist ja schnell gegangen da. Oder? Ja, das ist recht schnell gegangen. Jo. So, wie sieht es denn da oben aus? Jetzt können wir eigentlich hier alles abholzen lassen. Und zwar bis und mit da hinten. Der ganze Platz weg. Wollte ich nichts mehr sehen da. Wollte ich nichts mehr haben da. Weg. Alles weg. Da müssen wir dann sowieso... Ja, das wächst dann noch. Keine Angst. Da müsst ihr jetzt euch gar nicht sorgen darum. Das wächst alles nach. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Die Felder. Wir wollen Felder bauen. Da würde ich doch sagen, fangen wir mal an. Tun wir hier den Weg weiterziehen. Ich spreche die längste Zeit am Mikro vorbei, ich habe keine Ahnung wieso. Den Weg da machen wir sozusagen eine Hauptstrasse daraus. Ja, wir müssen warten, bis da alles abgeholzt ist, sonst geht das nicht. Es sind noch zu viele Sachen im Weg. Und dann können wir nämlich da so bis da oben und dann da hinten noch. Ja, das funktioniert. Also Holzprobleme werden wir sicherlich keine haben. Das kann ich euch schon mal garantieren. Der Schmied ist fertig. Und wir haben einen Trader. So, jetzt erstmal Schmied einstellen, dass der wieder schön Steel Tools produziert. Wir wollen Steel Tools. Machen wir auch Steel Tools. Er macht... Ah, das ist der Schneider, ich Idiot. Da ist er. Steel Tool und... Steel Tool. So. Kohle haben wir momentan genug. Was brauchen die alles? Nochmal schnell schauen. Die brauchen Holz, Kohle und Eisen. Das funktioniert, von dem haben wir alles genug. Und jetzt können wir schnell schauen, was der Trader meint. Der Trader meint... Feuerholz, Eisen, Eisenwerkzeug, Stein haben wir gekauft und Logs, also Holz. Alles klar. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch Eisen ein, weil Eisen wird uns langsam aber sicher ausgehen und die Mine, die wir momentan haben, wisst ihr ja. Oh nein, das ist falsch, Ich will nicht Eisen-Tools, ich will Eisen. Die Mine, die wir momentan haben, die werden wir nur für Kohle brauchen. Und daran wollte ich eigentlich nicht viel ändern. Weiter noch. Nein, brauche ich sonst nichts. Was bringst du mir sonst noch alles? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Also, sind wir wieder ein bisschen vorwärts gekommen hier in dieser Folge. Haben wir ein bisschen etwas gemacht. Zwar nicht gerade sehr viel, aber es wird langsam. Da wird jetzt der Platz schon mal fertig gerodet, dass wir dort anfangen Felder aufbauen. Und eventuell werde ich mir dann können sogar in die Alkoholproduktion reingehen. Wir müssen dann halt schauen, wie es aussieht von der Nahrung her. Aber ich denke jetzt mit diesen zusätzlichen Kägen, die wir hier haben, wird das weniger problematisch sein. Dann bin ich jetzt gerade am schauen, wo könnte man noch Felder errichten. Das Problem ist halt, wir haben hier
Jäger und Sammler. Da hätten wir zwar noch viel Platz für Felder. Da wäre eigentlich eine gute Sache. Da können wir Feldrennen machen. Ja, mal. Das funktioniert. Wir haben momentan wirklich genug Arbeiter. Also ich bin sehr zuversichtlich für die nächsten paar Folgen von Banished, dass wir da recht etwas reissen können. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.